Die letzte Woche war für viele eine recht emotionelle Woche wieder. Kopf am Kopf Rennen da in Amerika. Das hat die Leute beschäftigt, jeden Tag neue Nachrichten und die Emotionen jenseits vom Atlantik, aber auch hier gingen hoch, hin und her. Freude, dann wieder Zorn, dann wieder Unsicherheit und dann Wut und dann Schmerzen und es tut auch weh zu verlieren. Egal wer verloren hat, wenn man alles gibt im Leben und dann am Endeffekt doch irgendwie nicht das Ziel erreicht, das man so stark vor Augen hatte. Eine emotionsvolle Woche. Und heute geht es weiter mit einer Emotion, die heißt, wenn es schmerzt. Wenn es schmerzt. Eine der Emotionen, wo wahrscheinlich keiner von uns will und doch gehört es zu uns. Schmerzen sind Teil von unserem Leben. Und keineswegs sind sie sehr erstrebenswert, aber Schmerz ist eine der wichtigsten Empfindungen in unserem Leben. Eine der existenziellsten Empfindungen in unserem Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mitten in dieser Phase auch über Schmerz ein paar Gedanken machen. Nicht nur unser Umgang mit Schmerz, sondern was heißt das für uns? Mitunter sitzt die ganze Seele in eines Zahnes dunkler Höhle, hat der Wilhelm Busch mal über Zahnschmerzen gedichtet. Und wer diese allumfassende Pein im Reim schon mal selbst erlebt hat, der weiß, was das bedeutet, Zahnschmerzen zu haben. Und man fragt sich dann wirklich, wozu soll das gut sein? Es tut mega weh, der ganze Kopf zerspringt. Aber die Antwort darauf, wozu sind überhaupt Schmerzen in irgendeiner Hinsicht überhaupt gut? Schmerz ist ein Hilferuf von unserem Körper, dass irgendein Schaden droht oder schon was kaputt gegangen ist und man sich schleunigst irgendwie entweder von einer Gefahrenquelle verziehen sollte oder schleunigst irgendwas zu tun wäre, weil irgendwas ist nicht mehr in Ordnung. Ohne Schmerz, ihr Lieben, zu leben ist keineswegs erstrebenswert. Ist keineswegs erstrebenswert. Schmerzempfindungen sind extrem wichtig für uns Menschen. Die meisten Leute würden nie herausfinden, was es heißt, eben auf der heiße Herdplatte drauf zu lange, wenn sie nicht wüssten, das tut weh. Wirklich die Erfahrung gemacht haben, das tut weh. Der Stefan Lechner von der Universität Heidelberg, ein Schmerzkoryphäe, der sich da sehr mit auseinandergesetzt hat, schreibt, Menschen, die keinen Akutschmerz verspüren können, leiden unter massiver Selbstverstümmelung. Und all diejenigen von uns, die schon mal beim Zahnarzt gewesen sind und anschließend so ein taubes Gefühl haben und denken, das sabbert alles aus dem Mund, und dann eben anfangen zu essen, sich nicht spüren und deswegen auf die Lippe beißen, die wissen, wie wichtig es ist, Schmerz wirklich empfinden zu können, ohne sich dabei dann hinterher zu verstümmeln, wenn man das eben nicht empfindet. Es gibt in unserem Körper sogenannte Schadensmelder. Das sind so Nervenzellen mit offenen, freien Nervenenden, die heißen Nozizeptoren, einfach Schadensmelder. Und die sind im ganzen Körper von uns verteilt. Und sehr viele sind auf deiner Haut verteilt. Sehr viele, aber nicht alle, aber sehr viele sind auf deiner Haut. Und einige dieser Nozizeptoren, dieser Schadensmelder, die reagieren, wenn irgendwas Spitzes dich stupft oder du irgendwo gekniffen wirst, die spüren das. Andere spüren Kälte und Wärme und reagieren auf das und senden dann einen Reiz weiter oder auf andere Dinge, die momentan irgendwo in deinem Körper stattfinden. Und neben diesen Schadensmeldern gibt es noch ganz andere Schmerzarten, wo der eine von uns leidlich schon hat erfahren müssen. Mechanische Traumata nach einem Unfall, wo einfach nicht besser werden und immer wieder sich bemerkbar machen. Oder Tumore, Schmerzen nach Bestrahlung, chronische Schmerzen. Und natürlich auch Schmerzen dann, wenn eine Seele weint. Wenn eine Seele anfängt zu weinen wegen körperlicher Schmerzen oder die Seele weint und der ganze Körper erlebt dann tatsächlich wie so ein Seelenschmerz. Wirklich, man spürt es förmlich. Und all diejenigen von euch, die schon mal so Menschen begegnet sind und darüber hinaus Leuten begegnet sind, die zum Beispiel Migräne haben oder eben einen Tumor oder in der Bestrahlung gewesen sind, die wissen, Schmerzen können extrem unser ganzes Leben nicht nur flachlegen, sondern auf den Kopf stellen, uns an den Rand bringen von unserer Existenz.
Und irgendwann kommt die unwillkürliche Frage auf, hey, mitten in diesem Wahnsinn, wo ist denn noch Gott, wenn es so verrückt weh macht? Am Körper, an der Seele, wenn man solche harten Zeiten durchlebt. Das ist ein Riesenthema. Und ich werde das heute nicht vollumfänglich überhaupt behandeln wollen oder können. Wir haben vor ein paar Jahren mal, ein paar Wochen lang eine Serie gemacht im ICF, die hieß Warum? Und der Manuel Schmid hat sehr viele Predigten drin gehalten. Und wenn du noch mehr dazu wissen willst, dann empfehle ich dir, geh auf unsere Website, geh auf unsere Mediathek, da auf dem Podcast und hör die Serie nochmal an. Warum? Wir haben viele dieser Fragen versucht anzugehen und zu beschäftigen. Weil es ist ein Riesenthema. Und man kann das nicht in einer Predigt in dem Sinne überhaupt nur streifen. Und außerdem bin ich auch kein Arzt. Ich habe keine Ahnung von Dingen, die im Körper da so stattfinden und warum das denn so und so jetzt funktioniert. Ich bin dankbar für alle Ärzte, für Menschen, die sich damit auskennen, für Schmerzkliniken, die sich darauf spezialisiert haben, Menschen zu begegnen, die in so notvollen Situationen sind. Aber bei all den Schmerzen, bei den Fragen von Medizin, von tiefen theologischen Fragen, gibt es eben auch diese theologisch-geistliche Dimension, wenn es um Schmerzen geht. Und darüber, denke ich, müssen wir auch gerade in so einer Zeit, in der wir leben, wirklich was sagen. Was ist, wenn der Körper oder die Seele sogar weint wegen Schmerzen? Es gibt mehrere Geschichten in der Bibel und der Timon Sommerhalter, unser genialer Youthbuster, hat jetzt eben den Hiob erwähnt. Hat davon gesprochen, wie ein Mann, aber mit Tränen schaue ich wieder auf. Das ist schon so ein kleiner Indiz von seiner Lebensgeschichte. Ja, da hat es Tränen gegeben, da fanden Schmerzen statt in der Lebensgeschichte. In der Bibel gibt es etliche Geschichten über Schmerzen, wo das explizit erwähnt wird. Wo man sagen könnte, was ist, wenn das Leben so bitter schmeckt? Trotz Glauben oder auch wegen dem Glauben. Und eine Geschichte möchte ich mit euch lesen, wo ich glaube, die hat hohe aktuelle Wert momentan. Lukas 7. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich zum Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Frau zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Und alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Look, Leute, lass uns mal einen Moment versuchen, das Ganze zu visualisieren. Also so bildlich in deinem Kopf abspielen zu lassen. Was passiert da? Wenn es dir hilft, daheim am Livestream oder hier, dann schließ kurz deine Augen und versuch dir mal die Situation ein bisschen so zu verbildlichen. Jesus ist mit seinen Freunden unterwegs in die Stadt Nain. Er geht dorthin und begegnet einer größeren Gruppe von Menschen, wo man schon von Weitem erkennt, das ist ein Trauerzug. Warum erkennt man das von Weitem? Es ist Trauerzüge im Nahen Osten, im Orient sind nicht so stille Gedächtnis geben wie bei uns beim Friedhof Hörnli oder sonst wo, sondern es ist laut, es wird geweint, es wird geschluchzt, es wird Musik gemacht. Und Jesus begegnet dieser Trauerprozession. Nicht zu vergleichen mit den Beerdigungsgängen, die vielleicht der einer von uns so kennt. Was wir sehen, sind viele Leute am Ort dabei, die diese Witwe mitbegleiten. Es sind viele Trauergäste. Wahrscheinlich sind etliche bezahlte Trauergäste dabei, die eben professionell Musik machen oder mitklagen und weinen. Ihr kennt das vielleicht aus manchen Beschreibungen oder manchen Filmen auch aus dem Orient, wo Leute herzergreifend weinen. Und Jesus trifft auf diese Menschen jetzt. Hoch emotionell. Laut und trifft auf diese Leute ein. Einiges in der Geschichte wissen wir überhaupt nicht. Wir wissen nicht zum Beispiel, wie alt diese Frau, diese Witwe war. Vielleicht jung, in unserem Verständnis 25, 30. Wir wissen auch nicht, wo der Mann dran gestorben ist, von dieser Witwe. Hat er einen Unfall gehabt? Hat er eine Krankheit?
Wir wissen nichts von dem Hintergrund. Und wir wissen auch nicht, wie alt der Junge ist, der auf dieser Bahre liegt. War er 3 Jahre alt, 4 Jahre alt? Er sprach, nachdem Jesus ihn auferweckt hat. Also irgendwas in dem Alter kann sein. Das kann auch sein, dass er 12 oder 13 oder 14 Jahre alt war oder 10. Und wir wissen auch nicht, woran der Junge gestorben ist. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur eine Sache, ist sicherlich, dass der Junge vor kurzem gestorben ist. Wahrscheinlich gestern. Gestern. Weil im Orient werden Menschen ziemlich schnell nach dem Tod beerdigt. Das hängt mit dem Klima zusammen. Und in der damaligen Zeit wurde auch nicht, man hatte nicht diese Einbalsamierungsmöglichkeiten, um Menschen länger denn noch vor Ort aufgebahrt zu haben. Also wahrscheinlich gestern ist er gestorben. Eingewickelt jetzt in Tüchern liegt er auf dieser Bahre. Eine junge Mutter, in unserem Verständnis wahrscheinlich jung, die bereits ihren Mann verloren hat und jetzt ihren Sohn, ihren einzigen Sohn. Und auf die Szenerie trifft Jesus. Emotionell, traurig, heulend. Alle sind erfasst von dem Moment. Und dann steht in Vers 13, als Jesus die Frau sah. Und das wirklich Interessante an dem kleinen Satz ist, dass der Satz, als Jesus die Frau sah, über 40 Mal in den Evangelien vorkommt. Dass Jesus einen gesehen hat. Als Jesus die Frau sah. Jesus sieht jemanden. Was ist wirklich so besonders daran? Weil Jesus hat ja eine Menge Leute gesehen. Eine Menge. 50, 100, 5000 Leute und so weiter. Aber warum tut der Lukas, der den Bericht geschrieben hat, so ausdrücklich darauf hinweisen, als Jesus die Frau sah? Er will nur eins damit deutlich machen, und in all den anderen Stellen im Neuen Testament ist genau das Gleiche. Jesus hat ihn nicht nur visuell gesehen, sondern Jesus hat die Person wahrgenommen. Als Person wahrgenommen. Mit all den Emotionen, mit all dem Trauer, mit all dem verrückten Geschichte, der Mann verloren, Kind verloren und jetzt auf dem Weg, das Kind ins Grab zu legen. Jesus nimmt die Person wahr. Look, ich persönlich sehe eine ganze Menge Leute während der Woche auf Abstand, im Zoom-Meeting und so weiter. Aber ich nehme längst noch nicht so vieles wahr. Ich sehe Leute, aber manches nehme ich nicht so wahr. Ist einfach so, der sage ich mir. Meine Frau, sie nimmt viel mehr Dinge wahr. Okay? Sie nickt verhalten. Ja, jetzt nickt sie richtig. Ja. Sie nimmt viel mehr Emotionen, Stimmungen wahr. Wie geht es da Leuten und so weiter. Sie nimmt Deko wahr, die ich nicht wahrnehme. Kleine Deko, ganz große Deko. Also Dinge nimmt meine Frau mehr wahr, die ich nicht sehe. Sie nimmt auch Farbunterschiede wahr. Weiß zum Beispiel. Wir haben vor einiger Zeit bei uns daheim gestrichen. Weiß. Welches Weiß? Ja, Weiß. Nein, Naturweiß, Altweiß, Neuweiß, Grauweiß, Grünweiß, keine Ahnung. Ich sage einfach Weiß. Gibt doch an sich nur Weiß. Nein, es gibt da 10 verschiedene Arten von Weiß. Ich nehme das nicht wahr. Hinterher hat sie angestrichen und gemerkt, doch, gibt einen Unterschied. Aber das hätte mir auch einer lang erklären müssen, dass das jetzt ein anderes Weiß war. Sie nimmt Dinge wahr, die ich überhaupt nicht wahrnehme. Oder Hochzeiten. Hochzeiten ist auch so ein extremes Thema, wo du Dinge besser wahrnimmst, sonst trittst du in Fettnäpfchen. Vor kurzem hat meine jüngste Tochter geheiratet, oder vor ein paar Monaten, und gefühlt waren 45 Millionen Dinge wichtig an der Hochzeit. So für mich als Vater. Das hätte sie mir im Vorfeld alles gesagt. Das ist wichtig und dieses ist wichtig und die Deko und wie sieht das denn aus? Also alle Sachen, wo extrem notwendig sind, darauf sollte man achten. Und ja, das ist so Hochzeitsfeeling. Alles ist irgendwo wichtig und alles wird dann auch wahrgenommen. Ich persönlich nehme nicht alles wahr an Hochzeiten. Ich frage mich häufig, wo ist die Trauung und wie ist der Weg denn zum Apero? Das reicht mir ja schon als Beschreibung, wie das Ganze stattfinden wird. Dass auf dem Weg zum Apero aber noch Laternen hängen und Luftballons und Schleifen und alles Mögliche, das nehmen Menschen wahr. Ich nicht so sehr. Jesus sah die Frau und sagte, ich nehme die Person wahr. Er sah diese Frau und hat sie mit ihrem ganzen Wesen wahrgenommen. Ich habe mich gefragt, was hat Jesus dann wirklich gefühlt in dem Moment, wenn er so eine Person wahrnimmt. Ich glaube, Jesus hat genau dasselbe gefühlt,
was auch für dich fühlt, wenn du vielleicht in einer ähnlichen Situation bist. Wenn Not ist, wenn Schmerz ist, wenn Angst ist, wenn die Ehe in Schwierigkeiten ist, du nicht mehr alle Rechnungen zahlen kannst und weißt nicht, wie soll das wirklich gehen, oder du betest für dein Kind, für den Freund, für Bekannte, für weise Entscheidungen, musst mit ansehen, es werden unweise Entscheidungen getroffen. Jesus fühlt dasselbe für dich, wenn wir in Schmerzen sind, wie er für die Frau empfand, als er die bei dieser Trauerprozession trifft. Das heißt in Vers 13, als Jesus die Frau sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Und das Wort tiefes Mitgefühl, dasselbe Wort, was dafür gebraucht wird, findet er in der Geschichte von diesem barmherzigen Samariter, der ein Mann da liegen liegt, niedergeschlagen von Räubern. Da kommt dieser Samariter vorbei und sieht diese Menschen und er empfindet ein tiefes Mitgefühl. Dasselbe Wort wird gebraucht in dem Gleichnis, wo Jesus erzählt von diesem Sohn, der von seinem Vater wegläuft und nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Und er kommt zurück und er sieht ihn von Weitem am Zaun stehen und läuft ihm entgegen. Ein tiefes Mitgefühl bewegte den Vater. Das ist genau das Gleiche. Und Jesus ergriff ein tiefes Mitgefühl. Das Wort wird gebraucht, um ein Gefühl zu beschreiben, wo zutiefst aus dem Inneren kommt, wie sich die Eingeweide wie zusammenziehen und man fast wie ein Schmerz empfindet, ein Mitschmerz, ein Mitleid für den Nächsten empfindet. Das ist das Wort, was Jesus hier oder was der Lukas braucht, um Jesus zu beschreiben. Es ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Look, Leute, ich glaube, wir kennen alle so Situationen, wo unsere Seele, unser Kopf dann auf einmal wie aufschreien möchte und man sagt, Gott, geht's eigentlich noch? Geht's wirklich noch? Das heißt, beim eigenen Verlust in unserem Leben oder von Freunden. Und auf einmal Gott auch ein Stück wie rätselhaft erscheint, rätselhaft. Look, die Frau schaut auf ihr Leben zurück und versucht euch da ein bisschen mal einzufühlen da drin. Die Frau schaut auf ein Leben zurück, nur von Verlust. Mann verloren und jetzt beerdigst du auch noch dein Kind. Und damit steht sie wie in einer Reihe in der Bibel mit anderen Geschichten. Im Alten Testament ist mal sehr prominent von der Frau Naomi die Rede, in dem Buch Ruth. Naomi zieht aus von Israel in ein fremdes Land Moab, wird dort sesshaft und muss miterleben, wie ihr Mann stirbt und beide Kinder sterben. Und sie dann zum Schluss mit einer Schwiegertochter wieder zurückgeht in ihre alte Heimat. Sie schaut zurück und nur Verlust. Und sie kommt, in der alttestamentlichen Geschichte, kommt sie dann zurück in ihre Heimat und sie wird von ihren Leuten begrüßt. Oh, Naomi kommt zurück. Und Naomi heißt übersetzt die Liebliche. Und die Antwort von Naomi ist im Buch Ruth da drin, nein, nennt mich nicht länger Naomi, sondern nennt mich Mara, das heißt die Bittere. Denn voll bin ich ausgezogen, aber leer kehre ich zurück. Der Allmächtige hat Schlimmes an mir getan. Das ist ihre Erklärung. Ein tiefes Gefühl von unfair liegt in der Luft. Bei der Frau im Neuen Testament, wo wir ihren Namen nicht kennen, und bei der Naomi aus dem Alten Testament, wo Mann und 2 Söhne verloren hat. Look, ich bin extrem dankbar, dass die Geschichten in der Bibel sind. Ich bin extrem dankbar dafür. Dass die Bibel nicht irgendwie ein Buch ist, wo solche Lebenstragiken verschweigt, sondern sie wirklich beim Namen nennt. Wirklich beim Namen nennt, dass solche Schicksale, so ein Drama passiert. Und uns das auch wie ein Beispiel sein kann für unser eigenes Leben. Spätestens in so Momenten zeigt sich, ob unser Glaube ein Wellness-Glaube ist, der wirklich funktioniert, wenn es einigermaßen geil ist im Leben und so weiter. Oder ob wir wirklich im realen Gott auch in der tiefsten Not gegenüberstehen, gegenübertreten können. Ähnlich wie der Naomi, wie diese Frau am Heulen und sagt, ja, was ist das? Und spätestens in dem Moment denke ich an Jesus, an diesen Mann, wie häufig genannt wird, auch ein Mann von den Schmerzen, wo am Kreuz unter unsäglichen Qualen schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus macht wieder so deutlich, look, wenn du Gott immer auf der anderen Seite siehst, auf der Seite, wo fern weg ist und der irgendwo teilnahmslos umherschaut, dann lass dir eins sagen, Jesus ist rübergekommen. Jesus ist rübergekommen auf unserer Seite, hat sich an unsere Seite gestellt, an der Seite von denen, die trauern, die leiden, die Schmerzen haben, die embittern und enttäuscht sind.
um uns eins deutlich zu machen: Du kannst an dem Vater im Himmel trotzdem festhalten, so wie der Timon das hier eben gelesen hat. Aber mit Tränen wende ich mich an diesen Gott. Look, ich weiß nicht, wer das von euch heute hier oder im Livestream speziell hören muss. Speziell hören muss, und das ist ein spezieller Tag für dich, um die Botschaft zu hören: Jesus steht nicht teilnahmslos irgendwo fernab von dir, sondern nimmt dich und deinen Schmerz sehr wohl wahr. Und sein Innerstes wird darüber bewegt. Und dann sagt Jesus Folgendes: Weine nicht, Vers 13. Er sah sie, wurde innerlich tief bewegt. Weine nicht, sagte er zu ihr und trat näher und berührte die Bahre. Vers 13. Er wendet sich an die Frau, spricht einfach: Wein nicht. Und dann geht er einen Schritt weiter und geht zu dieser Bahre hin. Eine Bahre, Totenbahre der damaligen Zeit, ich habe euch so ein Bild mitgebracht, wo man das so ein bisschen vielleicht dran sehen kann. Das waren keine Särge, wie wir das heute kennen. Tote werden hineingelegt, Deckel drauf, fertig aus. Nein, es war so ein Holztragegestell, häufig auch mit Rädern unten drunter, wo dann umhergeschoben wurde. Und da lag der Tote oben drauf, meistens so in Tücher eingewickelt, am nächsten Tag direkt weggebracht. Und da gab es spezielle Leute, die dafür zuständig waren, diese Bahre zu tragen. Und dann gingen sie raus zum Ort, wo er niedergelegt wird. Und Jesus ging näher und berührte die Bahre. Das ist schon ein kleines Detail, aber extrem wichtig. Das war in der damaligen Zeit ein Skandal. Das war ein absolut Unding, das machst du nicht. Du gehst nicht, irgendwer als frommer Jude, bei einer Beerdigung gehst du nicht hin und berührst den Toten. Als Angehörige nicht, als Priester nicht, nix, du machst das nicht, das ist unrein. Da gibt es verschiedenste Gesetze drüber, man berührt keine Toten. Und jetzt berührt der Sohn Gottes etwas Unreines. Der Heilige berührt was zutiefst im jüdischen Verständnis, nach allen Gesetzen, zutiefst was Unreines. Und Jesus hat damit wie so eine rote Linie übertreten. Wie eine rote Linie, wo man: Das machst du nicht. Da gab es hinterher Rituale, du musst dich waschen, damit das alles wieder in Ordnung war. Und Jesus tritt einfach umher, geht an die Bahre und berührt das. Und das war wirklich die rote Linie schlechthin. Aus Mitgefühl, aus tiefem Mitgefühl für diese Frau, für diesen Jungen. Leute, Religion zieht häufig mal Grenzen. Um zu definieren, wer ist drinnen, wer ist draußen, was ist genau richtig, wird alles eingehalten. Und ich glaube, die Tragödie ist, dass manche Menschen tatsächlich die Liebe Gottes nicht erleben, weil Religion Grenzen zieht. Und wenn man eins von dem Jesus Christus sagen kann, dann ist er derjenige gewesen, der immer wieder solche Grenzen übertreten hat, um Menschen die Liebe Gottes deutlich zu machen. Immer wieder über die rote Linie drüber hinweggetreten ist. Er wollte die Nähe auch zu denen, die so leidvoll sind. Und als Heiliger berührt auf einmal das Unheilige. Und Lutz werde erschrocken gewesen sein. Das geht doch nicht. Aber das ist die Aufgabe von Jesus gewesen. Leute, und das ist die Aufgabe auch von uns als Kirche. Deswegen werden wir uns als Kirche mitten in der Pandemie zwar immer mit Abstand an all diese Hygienemaßnahmen halten, aber emotionell, Leute, geistliche Nähe suchen wir zu all den Menschen, die momentan eine schmerzhafte Zeit erleben. Und nicht nur momentan, sondern auch in Zukunft. Das ist unsere Aufgabe als Kirche. Das ist unsere Aufgabe als Kirche, glaube ich sogar, unsere Berufung sogar in der Kirche, von uns als Kirche mitten in der Pandemie, dass wir die Nähe suchen, die emotionale, geistliche Nähe von den Menschen, die momentan wirklich in Schmerzen leben, die es wirklich so wie diese Frau in tiefer Not sind, in Trauer sind, aus verschiedensten Gründen. Jesus sah diese Frau, nahm sie wahr, hatte Mitgefühl und berührte ihren Sohn. Und er wurde wieder lebendig. Und das ist jetzt nicht einfach nur ein Detail da drin, er wurde wieder lebendig, sondern er hat damit wieder die Zukunft von der Frau nochmal verändert. Eine Witwe der damaligen Zeit, ohne Angehörige, ohne eigene Kinder. Du hattest zwei Möglichkeiten zum Leben. Die eine Möglichkeit ist, du hast dich jeden Tag irgendwo an das Stadttor gesetzt und du hast gebettelt. Du warst angewiesen auf Almosen. Das war die eine Perspektive. Es gab eine andere Perspektive, du wurdest zu Prostituierten. Look, beides ist nicht geil.
Und Jesus hat wie die Situation verdreht nochmal und nochmal eine neue Zukunft der Frau und ihrem Sohn gegeben mit dieser Totenauferweckung. Das ist mein Weg, das ist wirklich mein Wunsch und mein Gebet momentan, dass wenn du zurzeit so schmerzhaft enttäuscht bist oder über Verlust, über Krankheiten, irgendwie über Trennungen, über Not, über finanzielle Engpässe und Fragen von der Zukunft, dass Gott dir auf eine übernatürliche Art und Weise, die du am besten verstehst, dir nahe kommt und zeigt, hey, ich bin weiter mit dir. Ich bin weiter mit dir. Ich glaube, unsere Schmerzen, glaube ich, sind eine Momentaufnahme. Und auf dem dunkelsten Hintergrund, glaube ich, kann Gott wirklich noch ein helles Licht wieder erstrahlen lassen. Und wir können nicht über Schmerzen reden, ohne nicht einen ganz großen Sprung zu machen am Ende von der Bibel. Einen Sprung zu machen an dem Ort, wo erwähnt wird, dass wenn noch vieles noch rätselhaft bleibt im Diesseits, dass eines Tages mal alle Tränen abgewischt werden. Alle Tränen. Offenbarung Kapitel 21. Dass Jesus persönlich jede Träne, angefangen von dem vom Hiob bis hin zu mir und hin zu dir, eines Tages abwischen wird. Das letzte Wort über unsere leidenden, nicht nur der Pandemie leidenden Welt, ist schon gesprochen. Der Tod wird dann nicht mehr sein. Es wird kein Leid mehr geben. Es wird kein Geschrei und kein Schmerz mehr geben. Denn was früher war, ist vergangen. Das ist der Ausblick in Offenbarung 21. Ist eine billige Vertröstung. Viele Jahrhunderte ist genau dieses Wort gebraucht worden, um die Leute zu vertrösten. Halte Klappe, komm in die Kirche, sei ruhig. Aber eine billige Vertröstung. Und der Marx hat dann gesagt, das ist doch Opium fürs Volk. Die Menschen werden betäubt dafür, sie müssen jetzt doch was machen. Ich glaube, es ist kein Opium und wirklich keine Vertröstung auf irgendwann, sondern es ist Gottes beschlossene Zukunft für diese Erde. Das ist unsere Hoffnung. Dass es wirklich mal kein Leid mehr geben wird und alle Tränen abgewischt werden, Leute. Und die Hoffnung möchten wir als Kirche verbreiten. Und bis dahin müssen wir Männer und Frauen sein, die die rote Linie immer wieder überschreiten und diese Hoffnung zu den Menschen bringen, näher zu den Menschen bringen und das verbreiten. Und bereit sind, Unreines anzupacken, damit Hoffnung hineinkommen und Dinge sich nochmal verändern können. Und deswegen ist wichtig, dass wir die Schmerzen vom Nächsten wahrnehmen und adressieren und darum beten, dass Gott eingreift. Look, wir möchten jetzt noch ein Lied nehmen, einen Song zu hören. Der heißt Another in the Fire. Das ist angelehnt an das Alte Testament. Daniel da im Feuerofen ist und auf einmal wie so eine übernatürliche Erscheinung ist. Es ist noch einer mitten in dieser Feuer, mitten in dem Moment, wo das Leben so heiß ist und man sich verbrennt und Schmerzen spürt, da ist noch einer. Man ist nicht alleine drin. Und die Band wird den Song für uns einfach singen. Als Zuspruch für uns. Und sagen, das ist der Zuspruch von dir. Da ist einer, der nimmt dich wahr. Da ist einer, der ist mitten in diesem Schmelzofen von Schmerzen momentan drin. Und wenn die Tränen noch so fließen, Gott ist bei dir. Er nimmt dich wirklich wahr. Und lass den Song einfach, er wird für dich gesungen. Oder für Menschen in deinem Umfeld, die du vielleicht kennst, die solche Schmerzen zurzeit haben. Dann ist er für die Leute gedacht. Wir werden nachher eine Zeit nehmen, miteinander zu beten. Wir haben so einen Slido vorbereitet. Ihr werdet das gleich hier sehen. Und du kannst einen QR-Code scannen oder du kannst dich einloggen auf Slido auf der Webseite drauf. Und dann kannst du einfach ein Wort schreiben und sagen, das ist ein Schmerz, der mich persönlich betrifft oder wo ich weiß, das sind Menschen in meinem Umfeld. Vielleicht heißt das Familie, vielleicht heißt das Gesundheit, vielleicht heißt das Finanzen, vielleicht heißt das Arbeit, vielleicht heißt das Kinder, kleine Kinder, große Kinder. Und dann ermutige ich dich, schreib doch ein Wort einfach in diesen Slido hinein. Und dann werden wir nachher ein paar Wörter sehen und wir werden dann mitten in diesem Song noch Zeit nehmen, dafür zu beten, was hinter den Worten steht. Weil das ist, glaube ich, unsere Aufgabe als Kirche, miteinander dafür einzustehen, für Hoffnung zu verbreiten. Und wenn dir jetzt ein Mensch in den Sinn kommt, dann schreib nicht den Namen, sondern schreib nur das, dafür möchte ich beten. Das ist mein Anliegen. Dass der Schmerz oder das bewegt dich, dann schreib's rein. Wir werden nachher miteinander dafür beten. Und jetzt während dem Song, und gerade am Anfang kannst du das machen und genieß diesen Song als Zuspruch für dich. Das sind ein paar Anliegen, die wir jetzt heute Morgen
miteinander hier aus unserer Mitte gesammelt haben. Gesundheit ist häufig angeklickt worden, Zukunft, Familie, Krankheit, chronischer Schmerzen, aber auch Wut, Bewegungsunfreiheit. Und dahinter stecken Menschen, hinter den Anliegen sind Leute. Und ich lade euch ein, steht doch auf und steht mit mir, ich stehe ja schon. Und lasst uns gemeinsam eine Zeit vom Beten haben. Und für die Menschen beten, die dort hinter so einem Begriff stehen. Dass Jesus sie sieht, sie wahrnimmt. Dass sie das Übernatürliche auf ihre Weise erleben dürfen. Dass sie das übernatürliche innere Mitgefühl von Jesus erleben dürfen. Und beten wir darum, dass Menschen angerührt werden, auch heil werden dürfen, gesund werden dürfen. Wir haben viel Gesundheit hier vorne heute. Wir haben einige Menschen in unserem Umfeld, die sind krank. Also betet mit. Ich lade dich ein, von dem Ort, wo du bist, jetzt still mitzubeten und ich mache den Abschluss. Jesus Christus, wir in das ganze Kirche machen wir uns eins heute und beten für diese Menschen, die hinter diesen Begriffen stehen. Wir beten für Gesundheit, gerade an den Orten, wo momentan Krankheit sich breit gemacht hat. Wir beten speziell auch für Menschen heute Morgen, die so chronische Schmerzen haben und das schon so lang haben und so darunter leiden. Gott, nimm sie wahr, berührt sie. Wir beten um Heilung, auch um übernatürliche Heilung. Wir beten um Erkenntnis, dass sie jetzt damit eingreifen können und helfen können. Und wir machen uns eins mit den Menschen. Jetzt wir beten auch all für diese Familien und für diese Unfreiheit momentan und manche Wut, die sich vielleicht auch aufbaut, nicht mehr dies und jenes machen zu können. Gott, wir beten für einen Frieden, der höher ist als alle unsere Vernunft und unser Verstehen. Heiliger Geist, erfüllt uns neu, auch gerade die Menschen, die momentan in einer besonderen Weise auch darunter leiden und schmerzhaft das erleben müssen. Wir legen dir das hin und danke dir, dass du ein Gott bist, der uns nahe kommt und mitten in unseren Schmerzen, in unserer Not uns sieht und wahrnimmt. Danke, Heiliger Geist, dass du das jedem von uns auf deine eigene typische Weise übersetzen wirst. Und jetzt wir beten für uns als Kirche, dass wir gemeinsam wirklich so eine Hoffnung und Mut verbreiten können, dass du der Gott bist, der sich nicht abgewandt hat, sondern wir möchten das rausposaunen, möchten das weitergeben, dass du der Hoffnung in dieser Zeit bist. Und dass eine Zeit kommen wird, wo jede Krankheit ein Ende findet, wo jede Träne wirklich mal abgewischt wird. Und Jesus, so lange möchten wir unterwegs sein und das verkünden. Macht uns mutig da drin, erfüllt uns neu mit deiner Heiligen Geist und mit Ideenreichtum, das in unseren Orten, in unserer Arbeitsstelle, in unserer Nachbarschaft wirklich zu verkünden. In deinem Namen beten wir.